Wir sind in dieser Serie «Gott redet», eine Reise durch 4000 Jahre. Wir haben gestartet mit dem Abraham. Ich nehme den noch ein bisschen hinten. Sieht man es so? Genau. Wir haben gestartet mit dem Abraham. Gott hat sich ihm offenbart, hat sich ihm gezeigt. Der Abraham hat gelesen, hat geglaubt und ist gegangen. Hat dem geglaubt, was Gott ihm gesagt hat. Gott hat ihm gesagt, ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen und dir viel Gutes tun. Dein Name wird überall berühmt sein. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Das Versprechen hat Gott an mehreren Stellen nochmal wiederholt. Er hat dem Abraham Nachkommen versprochen, er hat ihm Segen versprochen, er hat ihm ein Land versprochen, wo er mit seinen Leuten leben kann. Wir sehen dann, dass es eben sehr lange nicht so ausgesehen hat, als würde das Wirklichkeit werden. Es hat viele verschiedene, schwierige, herausfordernde Situationen gegeben in dieser Sippe. Der Isaac ist gekommen, der Jakob, und wir haben gesehen, dass das eine Familie war, wo Hinterlist herum war, Betrug herum war. Die haben sich gelinkt gegenseitig, wie es nicht mehr besser geht. Eifersucht war herum in dieser Familie. Und man hat sich fragen, hat sich Gott da nicht vielleicht einfach die Falschen ausgesucht? Und wäre es nicht gescheiter, er hätte ein paar andere genommen und wer würde mit denen schauen? Wir haben auch gesehen, dass viel Leid passiert ist in dieser Familie. Aber so, wenn wir den Bogen von diesen zwei ersten Predigten, die wir hatten, wenn wir das zusammenfassen, dann merken wir, Gott hat einen Plan gehabt. Er hat das Versprechen am Abraham an verschiedensten Stellen wiederholt. Und er hat den Plan beharrlich weiterverfolgt, nicht aufgegeben, trotz diesen Fehltritten. Wir sehen auch, dass die Bibel einfach brutal authentisch ist. Wenn man früher noch Geschichtsschreibung angeschaut hat, dann hat sie sich bemüht, von diesen Protagonisten einfach das Allerbeste rauszuheben. Sicher nicht die Schwächen, sicher nicht die Fehler. Was die Bibel macht, ist eigentlich genau das Gegenteil. Also sie zeigt beide Seiten. Sie ist ehrlich. Sie zeigt sowohl das Gute als auch das Schlechte von diesen Personen. Und wir sehen auch, das haben wir im Römer 11, 29 gelesen, denn Gott fordert weder seine Gaben zurück, noch widerruft er die Zusage, dass er jemanden auserwählt hat. Gott krebst nicht einfach so zurück. Er sagt nicht einfach so, ja, ich habe eigentlich einen Plan gehabt mit dir, aber ja, jetzt ist es mir ein bisschen zu wild geworden, jetzt ist es ein bisschen zu bunt. Ich glaube, ich nehme jetzt jemand anders und sorry, gell, ist in dem Fall nichts gewesen. Das macht Gott nicht. Bei Gott gibt es eine Kultur, die es erlaubt, einmal einen Fehler zu machen. Bei Gott gibt es eine zweite Chance. Gott lässt uns nicht einfach fallen, wenn wir mal versagen. Es ist nicht so, dass es wegen dem keine Konsequenzen hat. Oder wir sehen in dieser Geschichte viel Schmerz, Leid im Leben von Menschen, wo ausgelöst worden ist durch diese Sachen. Aber Gott sucht nicht Superhelden. Gott sucht normale Menschen wie du und ich. Nicht perfekte Menschen. Und wenn du da drin hockst und dir jemals überlegt hast, du hättest es dir verspielt mit dem Gott, ich habe genug Seich gemacht oder irgendwie etwas in die Richtung, dann möchte ich dir sagen, Gott lässt dich nicht los. Wenn du zu Gott gehst, er lässt dich nicht fallen. Er sagt nicht, jetzt ist es zu viel gewesen, jetzt hast du es verspielt. Er gibt dir nochmal eine neue Chance. Er geht mit dir einen Weg und er lässt dich nie los. Bei ihm gibt es die Möglichkeit, einmal einen Fehler zu machen. Wir sind dann am Schluss beim Josef stehen geblieben. Das ist der Herr da, der auf dem Kamel weggeschleicht worden ist und nach Ägypten. Und wir sind dort stehen geblieben, wo wir gesehen haben, wie er schlussendlich seine ganze Familie nach Ägypten hat können holen und sie so von einer grossen Hungersnot hat können retten. Vom Abraham, da ganz am Anfang, bis zum Josef, ist die Familie gewachsen von etwa 2 Leuten auf bis, man sagt, wahrscheinlich etwa 70 Personen. Also es ist immerhin schon mal eine stattliche Sippe aus diesen Hunderttausenden von Nachkommen auf dem Volk, wo Gott ihnen versprochen hat, worden, bis dort an. Und heute geht es weiter und wir machen einen Sprung von etwa 400 Jahren
in dieser Geschichte. Das Volk war in Ägypten. Wir springen vom 1. Mose in den 2. Mose und schauen, was dort passiert ist. Ich fasse zusammen, was in der Zwischenzeit so passiert ist. Aus dieser Sippe vom Jakob ist ein grosses Volk geworden. Wir lesen von 600'000 Männern. Frauen und Kinder hat man meistens nicht erwähnt, also kann man sagen, sind es wahrscheinlich etwa 2 Millionen Leute gewesen. Ein neuer Pharao ist in dieser Zeit an die Macht gekommen und der hat Angst bekommen. Der hat gedacht, ui, wenn die sich so weiter vermehren, dann muss ich bald irgendwo um meine Macht fürchten. Und er hat angefangen, das Volk Israel zu versklaven, unterdrücken und hat sie als billige Arbeitskräfte benutzt und unterdrückt. Und ich glaube, das wissen wir, dort, wo ein Machthaber mit Unterdrückung seine Macht muss sichern, ist meistens nicht eine gute Idee, ist meistens nicht ein Zeichen von Stärke. Es ist weitergegangen, die Unterdrückung ist schlimmer geworden, der Pharao hat immer mehr Angst bekommen, weil es dem Volk trotzdem gut gegangen ist. Und er ist so weit gegangen, dass er gesagt hat, hey, wir müssen alle Neugeborenen, Jungen töten. Sonst wird das Volk irgendwann zu mächtig. Eine mega schreckliche Sache. Und die sich ein bisschen auskennen in der Bibel und weiterdenken, die merken vielleicht 2000 Jahre später, ist eigentlich das Gleiche nochmal passiert, wo Jesus auf die Welt gekommen ist, der Herodes. Es ist wie so ein Vorschatten von dem. Und wir merken so ein bisschen, auch wenn jetzt das Volk tatsächlich, aus dieser Sippe tatsächlich ein Volk geworden ist, von den anderen Sachen, die Gott ihnen versprochen hat, sind sie noch weit weg gewesen. Es ist noch nichts sichtbar von dem Segen, es ist noch nichts sichtbar von dem Land, wo Gott ihnen hat versprochen. Und wir lesen, dass die Israel gestöhnt haben unter der Zwangsarbeit und verzweifelt zu ihrem Gott um Hilfe gerufen haben. Und an dieser Stelle fängt sich das Erzähltempo an verlangsamen in der Bibel. Und plötzlich kommen mehr Details, es wird ausführlicher und das ist ein gutes Zeichen, dass jetzt ein paar wichtige Sachen passieren. Und auf die gehen wir ein bisschen genauer ein. Wir lesen plötzlich vom Mose. Das ist einer von diesen jungen Israeliten, wo man könnte sagen, Glück gehabt hat. Oder es ist eben ein bisschen mehr als Glück gewesen. Er ist auf wundersame Art und Weise dem Tod entthront. Seine Schwester hat ihn in so ein Körbchen hineingepackt, hat ihn auf dem Nil ausgesetzt, dass er dort gerettet ist, dass er in Sicherheit ist. Und wo schwimmt er ran? Zu der Tochter vom Pharao. Die hat aber zum Glück Mitleid gehabt mit ihm, hat ihn angenommen, hat ihn am Königshof vom Pharao, eigentlich sein grösster Feind, der ihn eigentlich umbringen wollte, großgezogen. Er hat gleichzeitig den Kontakt zu seinen Eltern behalten, weil irgendjemand hat ja das Baby stillen und so weiter. Und so ist er dort aufgewachsen als, man kann sagen, jemand Privilegiertes. Und trotzdem ist er sich seine Wurzeln absolut bewusst gewesen. Er hat gewusst, was mit seinem Volk passiert und es hat ihn aufgeregt und eines Tages ist der Moment gekommen, wo er herumgelaufen ist und gerade beobachtet hat, wie ein Ägypter einen von seinen Brüdern brutal geschlagen hat. Und es hat ihm angefangen zu kochen. Und er hat sich ein bisschen umgeschaut, ob irgendjemand das sieht. Das Gefühl gehabt, es sieht es niemand. Es hat zack gemacht. Und der Ägypter ist dort am Boden gelegen und er hat ihn verscharrt und weggetan. So hässig hat ihn die Ungerechtigkeit gemacht. Es ist dann aber so gewesen, dass eben doch beobachtet worden ist und natürlich hat er müssen flüchten und er ist in Midian gelandet. Das ist so ein Teil von einer gebirgigen Wüste und dort ist er zu einem gekommen, hat dort geheiratet und hat 40 Jahre lang als Schafhirt gearbeitet. Ich bitte jetzt auf die Bühne den Mose, dass wir ihn uns ein bisschen vorstellen können. Da haben wir ihn. Es kommt dann schon an, warum der die Hände so hebt. Ich könnte es euch vielleicht noch vorstellen. In dieser Zwischenzeit haben die Israeliten in Ägypten weiter gelitten. Und wir lesen wieder, dass sie zu Gott geschrauen haben in ihrer Not. Und es ist irgendwo lustig, weil ein Stück weit haben sie gar nicht recht gewusst, zu wem sie da schreien. Ich meine, die haben nicht eine Bibel gehabt. Die haben nicht irgendwo schriftlich aufgeschrieben gehabt von dem Gott, so viel wie wir heute über ihn wissen. Das Einzige, was sie gewusst haben, hey, da gibt es einen Gott, der ist unseren Vorfahren, unseren Urvätern begegnet. Der hat ihnen ein Versprechen gegeben. Aber an diesen Gott haben sie sich gewendet, zu ihm geschrauen. Obwohl sie nur so quasi Legenden von dem Gott gewusst haben. Und dann kommt der Moment, wo der Gott
effektiv selber auf den Plan tritt. Er zeigt sich am Mose, und zwar in einer dramatischen Begegnung. In einem brennenden Busch begegnet er ihm und spricht ihn an. Und er sagt ihm: Ich bin der Gott, den dein Vater verehrt hat. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und der Mose, der checkt, okay, das ist nicht jetzt einfach irgendetwas Lustiges, sondern da wird es ernst. Da ist ein ehrfurchtsgebietender Moment, hat sein Gesicht verhüllt, weil er Angst davor hatte, dem Gott ins Gesicht zu schauen. Und Gott sagt: Ich habe gesehen, wie schlecht es meinem Volk in Ägypten geht, und ich habe auch gehört, wie sie über ihre Unterdrückung klagen. Ich weiß genau, was sie dort erleiden müssen. Nun bin ich herabgekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten. Ich will sie aus diesem Land herausführen und in ein gutes, großes Land bringen, in dem es selbst Milch und Honig im Überfluss gibt. Ja, ich habe die Hilfeschreie der Israeliten gehört. Ich habe gesehen, wie die Ägypter sie quälen. Darum geh nach Ägypten, Mose. Ich sende dich zum Pharao, denn du sollst mein Volk Israel aus Ägypten herausführen. Es ist der Moment, wo Gott Mose begegnet und ihm einen Auftrag gibt. Und es ist an dem Moment, wo sich Gott seinem Volk das erste Mal so richtig vorstellt. Oder vielleicht dort vor allem an Mose, wo er sich das erste Mal auch einen Namen gibt und sagt: Ich bin, der ich bin, Jahwe. Man kann auch übersetzen: Ich bin oder ich werde sein, der ich sein werde. Oder es kommt abgeleitet auch von Ich bin da. Und das ist ein Name, wo Gott sich dabei etwas überlegt hat und mit dem er etwas ausdrücken will. Er will nämlich sagen: Hey, ich bin der Gott, wo du nicht einfach so in eine Box hineinstecken kannst. Ich bin, der ich bin. Aber ich bin auch der Gott, wo dir nahe ist, wo es sieht. Und das ist etwas vollkommen Revolutionäres gewesen. Alle anderen Götter sind nicht so gewesen. Die sind schrecklich gewesen, die sind fürchterlich gewesen, die haben Namen gehabt wie Herr der Fliegen und so weiter. Aber er sagt: Ich bin der Gott, wo da ist. Und er sagt, dass er gesehen hat, wie es im Volk geht, dass er weiß, was sie leiden müssen und dass er gekommen ist, um sie zu retten. Es ist nicht einfach ein Gott, der Verehrung fordert, sondern der sagt: Ich bin da und ich möchte euch retten. Und das ist eigentlich, wenn man es so anschaut, eine mega gute Nachricht, weil da geht es um Erlösung, um Befreiung. Und genau um das geht es auch im Evangelium. Es ist genau das. Gott zeigt sich da schon im Alten Testament als ein Erlöser, als ein Retter, als der, der es gut meint mit seinem Volk, als der nahe ist, der da ist. Und das gilt heute immer noch genau gleich. Er ist der gleiche. Wir haben nicht im Alten Testament einen anderen Gott als im Neuen Testament. Gott ist da. Egal wie deine Situation aussieht. Er sieht sie. Er weiß es. Und er hört es, wenn du zu ihm rufst, wenn du zu ihm schreist. Und wir sehen über die ganze Bibel verteilt, immer dort, wo Menschen zu ihm gerufen haben, ist der Gott gekommen und hat eingegriffen. Und auch wenn du heute zu ihm schreist, du kannst dir sicher sein, der Gott ist dir nahe, der Gott hört dich, der Gott weiß, was du durchmachst. Und wir sehen dann, wie ein unglaublicher Kampf zwischen dem Gott und dem Pharao passiert, sich anbahnt. Gott sagt dem Mose: Hey, geh zu dem Pharao und sag ihm: Hey, du hast genug lang mein Volk unterdrückt. Ich bin meinem Volk jetzt begegnet. Ich möchte jetzt, du kannst dem Pharao sagen, er soll es gehen lassen. Es ist Zeit. Das Volk ist nicht mehr dir. Selbstverständlich sagt sich der Pharao: Wer ist der Gott? Ich habe den noch nie gesehen und so billige Arbeitskräfte habe ich noch nie gehabt. Never ever lasse ich die gehen. Und so beginnt der Showdown. Der Pharao fängt an, seine Muskeln spielen lassen und sagt: Hey, wisst ihr da was? Ihr Israeliten, ihr könnt gerade doppelt so hart schuften. Ich mache es gerade noch strenger für euch, wenn ihr das Gefühl habt, ihr müsst da mit eurem Gott abhauen. Und dann fängt auch Gott an, seine Macht zu demonstrieren. Das berichtet uns die 10 Plagen, wo wir davon wissen. Nach jeder Weigerung vom Pharao folgt eine erneute Machtdemonstration von Gott. Immer wieder eine andere Plage. Und es ist lustig, es gibt so wie Parallelen. Gott ist der Schöpfer. Und die Plagen haben immer so ein Stück weit eine Parallele zu dem, was Gott seine Kraft gezeigt hat in der Schöpfung. Bei der Schöpfung hat Gott sein lebensspendende Wort
gesprochen und das Meer und alles, was drin lebt, ist entstanden. Jetzt hat Gott ein Gerichtswort über Ägypten gesprochen. Der Nil hat sich in Blut verwandelt und alle Fische sind gestorben. Bei der Schöpfung hat Gott geredet und der hat sich gefüllt mit Vieh und anderen Tieren, die gelebt haben, von allen Arten. Jetzt hat Gott geredet und das Vieh der Ägypter und alle anderen Tiere sind eingegangen, sind gestorben, sind krank geworden. Gott hat einen Garten geschaffen, wo es gelebt hat, wo die Pflanzen gewachsen sind, wo es Nahrung gegeben hat für alle. Jetzt in diesen Plagen redet Gott und alles geht ein. Es kommen Heuschrecken, es kommt Hagel und alle Ernten und alles, was die Ägypter angepflanzt haben, geht kaputt. Und bei der Schöpfung hat Gott geredet. Nur durch sein Wort ist Licht entstanden. Jetzt hat Gott Finsternis geschickt und das ganze Volk, ganz Ägypten, war im Dunkeln, im pechschwarzen Dunkeln. Es war so der Moment, wo Gott das erste Mal so öffentlich wirklich seine Macht gezeigt hat. Wo er auftreten ist und gesagt hat, so, dass es alle Welt, die ganze Ägypten und alle Israeliten sehen, da, meine Macht. Und es war ein Kampf zwischen ihm und dem Pharao. Und der Pharao, vielleicht wissen das die einen, ist in Ägypten als ein Gott verehrt worden. Es war also auch ein Kampf zwischen, wer ist der grössere Gott? Der Pharao, wo man als Gott verehrt hat, oder der Gott der Israeliten? Und es war ziemlich eindeutig, wer der Stärker ist. Aber es ist vielleicht darum auch klar, warum sich der Pharao so heftig dagegen gewehrt hat. Weil es nicht nur darum gegangen ist, seine Arbeitskräfte zu verlieren, sondern auch darüber, wer ist effektiv mächtiger. Es kann doch nicht sein, dass da einer mächtiger ist. Und immer wieder lässt Gott durch den Mose am Pharao ausrichten, lass mein Volk ziehen, es soll mir dienen. Es kommt an verschiedensten Stellen vor. Und Gott sagt da immer wieder ganz deutlich, Pharao, das ist mein Volk und sie sollen mir dienen. Es ist nicht dein Volk und sie sollen nicht dir dienen, sondern sie gehört mir, es ist mein Eigentum. Und wir sehen in dieser ganzen Sache, dass es nicht so eine schlaue Idee war vom Pharao, das zu behalten, was eigentlich Gott gehört. Was eigentlich Gott für sich beansprucht. Und wir sehen auch heute immer wieder, wie der Kampf tobt, auch um unser Leben. Das Böse möchte nicht, dass wir Gott gehören, wo wir eigentlich angehören würden. Und es kämpft mit aller Macht um unser Leben. Und manchmal ist es sogar in unserem eigenen Leben so ein Kampf. Dort, wo wir bei gewissen Sachen wissen, dass sie eigentlich Gott gehören, wo es uns aber so schwerfällt, das loszulassen und das effektiv Gott anzugeben. Vielleicht kennst du gerade eine Situation in deinem eigenen Leben, wo du merkst, da gehört eigentlich etwas Gott und du weißt es. Aber es ist mega schwer, um es loszulassen. Schlussendlich ist es dann so weit gewesen, dass der Pharao das Volk endlich hat müssen ziehen lassen und Gott zurückgeben hat, was ihm eigentlich gehört. Und das Volk zieht aus Ägypten. Und es ist eigentlich das zentrale Ereignis im Alten Testament. Das Buch Exodus, das bedeutet auch der Auszug. Und im Alten Testament wird in Bezug auf Exodus meistens von der Herausführung geredet. Und das ist so ein bisschen ein besseres Wort, weil es davon handelt oder weil es besser beschreibt, dass es eben Gott ist, der handelt und nicht das Volk. Sie sind nicht einfach so ausgezogen, sondern sie sind rausgeführt worden von Gott. Gott ist es gewesen, wo sie rausgeführt ist. Er ist ihnen vorangegangen, am Tagsüber in einer Wolkensäule, nachts in einer Feuersäule. Und es ist für jeden eindeutig und klar gewesen, wer da der Befreier ist, wer der Sieger und der Verlierer ist. Spätestens nach dem Schilfmeer, wo der Pharao sich doch noch mal anders überlegt hat, ihnen nachgejagt ist und Gott das Meer teilt hat. Die Israeliten trockenen Fußes können durchlaufen, die Ägypter nachher mit ihren Streitwagen und ihrer Armee in dem Meer versoffen sind. Nach 430 Jahren in Ägypten hat Gott sein Volk, die Sippe von Jakob, wo in der Zwischenzeit zu einem Volk geworden ist, aus Ägypten rausgeführt. Und ein Stück weit kann man sich ja manchmal dann schon anfragen, hey, warum ist das so lang gegangen? Hat Gott sie in der Zwischenzeit irgendwo vergessen gehabt, irgendwo müssen Pause machen oder sonst irgendetwas? Wir wissen es ehrlich gesagt einfach nicht ganz genau. Die Bibel gibt uns nicht eine Antwort darauf. Aber was ich sicher bin, ist, dass er sie nicht vergessen hat. Weil Gott hat dem Abraham schon vorausgesagt, dass seine Nachkommen in ein fremdes Land werden ausgeführt werden, dass sie dort unterdrückt werden, dass sie als Sklaven dort arbeiten werden für 400 Jahre.
1. Mose 15, 13, für die das nachlesen müssen. Genau so ist es gekommen. Und wir können vielleicht so 2 Punkte rausnehmen aus dieser Zeit, aus Ägypten, oder wo man so drin 2 Sachen, die man drin sehen können. Zum einen war es eine Zeit, wo dem Volk Israel erlaubt hat, aus dieser Sippe anzuwachsen zu einem Volk. Es war ein Umfeld, wo es genug Nahrung gegeben hat, wo es ihnen nicht gut gegangen ist, aber wo Gott seine Hand über sie gehabt hat, wo sie in dem Sinn auch in einem sicheren Gebiet waren. Es hat dort nicht Krieg gegeben, in dem Sinn, aber für sie war es nicht unbedingt sicher gewesen, aber es sind keine äußerlichen Bedrohungen schon gewesen, und sie können wachsen zu einem Volk. Und wie wir auch noch werden sehen, ist Gottes Idee gewesen, dass Israel ein Beispiel sein für alle anderen Völker. Und wie hätte Israel dieser Welt können ein Beispiel sein, wenn sie Sklaverei und Tyrannei, die Unterdrückung nicht selber erlebt hätten? Wenn sie Gott als Retter und als Befreier nicht selber erlebt hätten? In dieser Zeit ist das passiert. Bei dieser Herausführung haben sie den Gott als einen Retter und einen Befreier erlebt. Und eigentlich könnte man jetzt meinen, hey super, jetzt kommt ja alles gut. Gott hat sein Volk befreit. Er hat sich ihm auf grossartige Art und Weise gezeigt. Ich meine, wenn ich dort dabei gewesen wäre, stellt euch das einfach mal vor. Du ziehst dort raus in die Wüste, voran geht dir eine Wolkensäule. In der Wüste, wer schon mal in der Wüste war, der weiss, wie dankbar du dort um eine Säule, also um eine Wolke bist, die dir Schatten spendet. In der Nacht eine Feuersäule, die Licht gibt, die Wärme gibt, wenn es kalt ist. So beeindruckend. Gott, der sein Volk versorgt, der für das Volk schaut. Und erstaunlicherweise sehen wir immer wieder etwas anderes, wenn wir in die Bibel schauen. Wir sehen, wie das Volk immer wieder murrt, wie es motzt, wie es aufbegehrt. Sobald irgendwo ein kleines Hindernis auftaucht ist, fängt das Volk sofort über in eine Unzufriedenheit und begehrt auf gegen Gott und gegen den Mose. Zuerst haben sie Angst, die Ägypter würden sie umbringen. Und Gott rettet sie. Dann motzen sie, weil sie nichts zu trinken haben. Und Gott versorgt sie, schafft Wasser an. Dann das Gleiche nochmal mit dem Essen. Und Gott bringt ihnen Manna, bringt ihnen sogar Fleisch, sodass sie genug haben. Später nochmal wegen dem Wasser. Und es geht immer so weiter. Lustigerweise, wo der erste Krieg kam, sind sie plötzlich ready gewesen. Dort hören wir nichts davon, dass sie gemotzt haben. Irgendwie haben sie das erwartet. Und es ist irgendwie lustig, sie haben den Sieg schlussendlich nur mit Gottes Hilfe gewinnen, weil der Mose auf dem Berg oben gebetet hat. Und jedes Mal, wenn er seine Arme oben hatte, haben sie Fürschung gemacht. Wenn er müde geworden ist und es runtergenommen hat, ist es schlecht um sie gestanden. Aber es hat mich irgendwie so erinnert, ist es nicht oft genau so, dass wir mega bereit sind, selber zu kämpfen, selber die Sache anzupacken, aber wenn es dann darum geht, effektiv auf Gott zu vertrauen, fällt es uns mega schwer. Ist es gar nicht mehr so einfach. Und ich habe mich gefragt, hey, was ist denn los mit dem Volk? Wieso könnt ihr nicht einfach dankbar sein, dass es Gott aus Ägypten rausführt, dass er sie befreit hat, dass er mit ihnen unterwegs ist? Ist das so ein undankbares Volk? Und ich habe gemerkt, dass das, was wir sehen in diesem Volk, das ist ein Phänomen, das man sehr oft bei Menschen kann auch beobachten kann, die auch heute noch jahrelang in Gefangenschaft sind oder jahrelang im Krieg sind, die so traumatische Erlebnisse erlebt haben. Es sind Menschen, die sich sehr oft mega schwer damit tun, wenn sie plötzlich in die Freiheit kommen. Die wie sich in dem nicht mehr so richtig zurechtfinden. Die Mühe haben, weil sie sich mit ihren schlimmen Lebensumständen, die sie hatten, so arrangiert haben, so haben müssen arrangieren, dass sie überhaupt überleben, dass sie gar nicht mehr wirklich wissen, wie ein Leben in Freiheit aussieht. Wie sie mit dem Leben in Freiheit sollen umgehen, was sie sollen anstellen, weil ihnen plötzlich Struktur fehlt, weil ihnen plötzlich Sicherheit fehlt, wie sie das Leben selber gestalten, aber nicht mehr wissen, wie das geht. Die Gefangenschaft ist schlimm, oder? Aber es hat den Leuten häufig Struktur, Halt und ein Stück weit auch einen Lebensinhalt gegeben. Und das Volk Israel, das war 400 Jahre in Sklaverei und Unterdrückung gewesen. Keiner von diesen Israeliten hat erlebt, was es heisst, effektiv frei zu sein. Sie sind alle als Sklaven geboren. Nicht einer ist in Freiheit geboren. Und ich glaube, ihr einziges oder eines der grössten Ziele, die sie dort hatten, war einfach Überleben gewesen. Einfach möglichst in dem ganzen Schlimmen so halbwegs gut wegkommen. Und Freiheit
ist wahrscheinlich für jeden Einzelnen ein weit entfernter Traum gewesen, wo sie über die Prophezeiungen und das, was Gott ihnen dort versprochen hat, vielleicht irgendwo geschmeckt haben, aber keine Ahnung haben, wie sich das wirklich anfühlt. Sie haben sich in ihrer Situation mit Ägypten arrangiert. Sie sind zwar nicht frei gewesen, und jetzt sind sie frei geworden, aber sie haben nicht gewusst, wie sie mit dem umgehen sollen. Und ich merke, dass das etwas ist, was wir ab und zu auch in unserem Leben beobachten können. Dass es uns manchmal gar nicht so einfach fällt, zum einen vielleicht Menschen helfen, die irgendwo in einer Gefangenschaft, in einer Gebundenheit leben, weil es manchmal so schwierig ist, aus dem rauszukommen, weil es so einfach ist, wieder zurück in das hineinzugehen. Und ich merke das auch im eigenen Leben, oder vielleicht kennst du das aus eigenen Situationen, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, die Freiheit, die wir hätten, in Anspruch zu nehmen, weil es manchmal so viel einfacher erscheint, wieder ins Alte hineinzugehen. In die Sachen, die man kennt, die man vielleicht immer gemacht hat. Und weil der Aufwand vielleicht ein bisschen grösser ist, sich plötzlich mit dieser Freiheit zu arrangieren, mit dem zurechtkommen, zu wissen, was man damit anstellt, wofür dass man eigentlich diese Freiheit hat. Vielleicht kennst du es. Bereiche, wo du dazu berufen bist, in Freiheit zu leben, aber wo es immer wieder so schwierig erscheint und wo es immer wieder einfacher aussieht, in die alten, destruktiven Muster zurückzugehen, anstatt hineinzugehen in die Freiheit und die zu gestalten. Was tut man mit einem Volk, das so unterwegs ist? Gott sei Dank ist eben Gott nicht ratlos gewesen, sondern er hat gewusst, was man machen muss. Und er hat das Volk an Sinai herangeführt. Er hat gewusst, er muss dem Volk vor Augen führen, was ihre Bestimmung ist. Für was dass er es befreit hat, was seine Aufgabe ist. Ihnen einen Sinn, eine Aufgabe, eben den Auftrag geben, den er für sie hat. Und er hat sie nochmal von vorne müssen lernen, was es heisst, als Mensch zu leben, in Freiheit. Was es heisst, ein Volk zu sein, was es heisst, Gottes Volk zu sein. Und was das auch für das Zusammenleben untereinander von ihnen bedeutet. Israel war befreit gewesen, aber sie haben wie noch keine Identität gehabt. Sie haben noch nicht checken gehabt, für was sind sie eigentlich befreit worden. Was ist ihre Aufgabe? Für was hat Gott sie rausgerufen? Und dann führt Gott sie an den Berg Sinai und begegnet ihnen dort auf eine enorm eindrückliche Art und Weise. Als erstes sagt er ihnen, wozu er sie berufen möchte. Er sagt, ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan und wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein. Denn mir gehört die ganze Erde und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Gott fragt sein Volk, hey, wollt ihr etwas Spezielles sein? Mein auserwähltes Volk, ein Königreich von Priestern. Und das Volk willigt ein und sagt, hey, selbstverständlich. Und dann wird es dramatisch. Gott begegnet ihnen auf eindrückliche Art und Weise. Es geschah am 3. Tag, als es Morgen wurde. Da brachen Donner und Blitze los und eine schwere Wolke lagerte auf dem Berg. Und ein sehr starker Hörnerschall ertönte, so dass das ganze Volk, das im Lager war, bebte. Mose aber führte das Volk aus dem Lager hinaus, Gott entgegen, und sie stellten sich am Fuß des Berges auf. Und der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabkam. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens. Und der ganze Berg erbebte heftig. Und der Hörnerschall wurde immer stärker. Mose redete und Gott antwortete ihm mit einer lauten Stimme. Was für ein Erlebnis, oder? Stellt euch vor, ihr hockt an dem Berg. Mose, wo mit Gott redet und Gott redet zurück, antwortet, so dass alle wahrnehmen. Und dann kommt ein Teil in der Bibel, wo so oft missverstanden wird, weil er nicht im Kontext von dieser ganzen Geschichte, wo Gott mit den Menschen schreibt, angeschaut wird, sondern nur gerade rausgepickt wird, weil es einen grossen Teil im Exodus einnimmt. Es wird oft sogar zur Hauptbotschaft vom Alten Testament gemacht, obwohl es das gar nicht möchte sein. Es ist der Moment, wo Gott seinem Volk die 10 Gebote und das Gesetz gibt.
Das ist nochmal so wo der Mose seine Arme aufstreckt und die Steintafeln in der Hand hat. Und dürfen mich nicht falsch verstehen. Es sind grossartige Gebote, wo Gott seinem Volk da gibt. Sie sind heute noch die Grundlage der meisten Rechtsstaaten. Sie sind einzigartig in der Geschichte der Menschheit. Und ich glaube, wenn wir alle nach diesen Geboten leben würden, würde unsere Welt komplett anders aussehen. Geht es uns so viel besser. Wir wären an einem ganz anderen Ort. Aber es ist nicht in allererster Linie darum gegangen, dass Gott dem Volk Israel endlich wollte sagen, was alles Sünde ist und was nicht, wie sie sich sollen, wie Gott es verlangt, dass sie sich verhalten und wie nicht. Es ist überhaupt mal darum gegangen, um ihnen beibringen, was es überhaupt heisst, als Menschen miteinander zu leben. Für was ihr Leben in Freiheit denkt ist, wie sie das gestalten können, was es heisst, Gottes Volk zu sein. Und das ist gegangen in diesen Geboten. Wie Gott sich das Zusammenleben von seinem Volk vorstellt. Das Zusammenleben von ihnen untereinander, aber auch das Zusammenleben von Gott mit dem Volk. Das hat er ihnen beibringen, weil sie keine Ahnung von dem. Sie haben vorher 400 Jahre in Sklaverei gelebt. Unter unmenschlichen Bedingungen. Es ist der Moment, wo Gott kommt und sie lehrt, wie das Leben eigentlich gedacht wäre. Wie er sich vorgestellt hat. Wie das Leben in Freiheit mit ihm funktioniert. Und es geht aber noch weiter. Die Erwählung von Israel ist nicht einfach ein Selbstzweck gewesen. Es ist nicht einfach darum gegangen, sie zu retten, sondern Gott hat einen grösseren Plan gehabt. Und das ist ein Teil von dem gewesen. Der grössere Plan ist, dass die Erde wieder der Ort kann werden, wo Himmel und Erde zusammenkommt, wo Menschen und Gott zusammenleben, in einer Beziehung, so wie es von Anfang an gedacht war. Und Israel war auserwählt als ein Beispiel für die anderen Völker. Wir lesen in Jesaja 49,6, was heißt: Ich habe dich, Israel, zum Licht für alle Völker gemacht, damit du der ganzen Welt die Rettung bringst, die von mir kommt. Die anderen Völker hätten sollen Israel anschauen und an Israel erkennen, wer der Gott ist. Sie hätten sollen sehen, wie Israel und der Gott in einer Beziehung sind, sich nahe sind, miteinander leben. So eine Gemeinschaft, wie Gott gesagt hat, so wünsche ich mir, dass das Volk miteinander unterwegs ist, wo sich der Gott drinnen widerspiegelt, wo er erkennbar wird. Für das hat er Israel auserwählt. Und sie hätten sollen die anderen Völker, durch das, indem sie so leben, wie er es ihnen dort gesagt hat, lustig machen, ein Stück weit vielleicht sogar eifersüchtig machen auf das, was Gott mit dem Volk macht. Wir lesen im 5. Mose 4, 6-8. Denn das ist eure Weisheit und eure Einsicht in den Augen der Völker, die alle diese Ordnungen hören. Das ist da gerade nach dem Gesetz nochmal gewesen. Und sie werden sagen, ein wahrhaft weises und verständiges Volk ist diese große Nation. Denn wo gibt es eine große Nation, die Götter hätte, die ihr so nahe wären wie der Herr, unser Gott, in allem, worin wir zu ihm rufen? Und wo gibt es eine große Nation, die so gerechte Ordnungen und Rechtsbestimmungen hätte, wie dieses ganze Gesetz, das ich euch heute vorlege? Das ist der Grund, warum Gott das Volk auserwählt hat und mit ihnen einen Bund geschlossen hat. Ein Bund, der sagt, dass Israel aus allen anderen Völkern auserwählt ist, zum Gottes Volk zu sein, wo sie eine besondere Stellung haben. Ich möchte an dieser Stelle zusammenfassen, was wir jetzt so ein bisschen gesehen haben und das Ganze versuchen einzuordnen. Es ist die Geschichte aus dem 2. Buch Mose, Exodus, der Auszug. Das Ganze ist ein Stück weit ein Vorschatten. Das ist so ein schwierig verständliches Wort. Das ist eine Art ein Vorgeschmack, eine Vorahnung auf das, was noch kommt, wo Jesus schlussendlich gebracht hat, die Erlösung. Es ist Erlösung im Alten Testament. Es ist noch nicht das Vollständige, aber es ist ein Vorgeschmack auf das, was noch kommt. Und wir sehen da drin aber schon mega deutlich viele Aspekte aus dieser Erlösung. Und ich möchte etwas betonen. Gott hat sein Volk nicht einfach befreit, von der Sünde frei gemacht, auf einer rein geistlichen Ebene. Sondern es sind mindestens 4 Ebenen, die dazugehören. Zu Gottes Heilsplan für die ganze Menschheit, die in dieser Geschichte sichtbar werden. Er hat sie zum einen, er hat sie politisch befreit, aus der Unterdrückung,
und der Herrschaft vom Pharao. Er hat sie wirtschaftlich und sozial befreit aus der systematischen Ausbeutung in der Sklaverei, die sie erlebt haben, und von der sozialen Ungerechtigkeit, die sie unter den Ägyptern erlebt haben. Und dann der vierte Aspekt ist geistlich. Sie sind befreit worden zum Dienst für Gott. Nicht mehr zum Dienst für den Pharao oder für andere Sachen. Und im Passa sehen wir, dass auch Israel von ihren eigenen Verfehlungen in dem Sinne befreit und erlöst worden ist. Gottes Plan für die Welt, zum Erden und Himmel wieder zusammenzubringen, umfasst all 4 von diesen Ebenen. Das Königreich Gottes ist mehr als einfach nur deine Gesetzesübertretungen von Gottes Gesetz sind dir vergeben worden. Es ist Befreiung, es ist Erlösung zu einem Leben, wie es Gottes Königreich darstellt, wie es von Anfang an gedacht wäre, wo gerechte Ordnungen herrschen, wo Gott schlussendlich König ist. Es ist nicht nur Befreiung von etwas, sondern es ist Befreiung zu etwas. Auch deine Erlösung ist nicht nur Erlösung von etwas, sondern es ist eine Erlösung und eine Befreiung zu etwas. Gott hat einen Plan. Und wir kommen hier eben wieder auf den grösseren Plan. Das Ziel ist es, dass Himmel und Erde wieder zusammenkommen, dass Gott und Mensch in einer Einheit miteinander leben. Und auf diesem Weg sehen wir, wie Israel auserwählt worden ist von Gott. Israel sollte ein Zeuge sein für die ganze Welt, wo die anderen Völker zu dem Gott anziehen, wo sie ihnen aufzeigt, das ist ganz ein anderer Gott als der, den sie vielleicht kennt haben. So auf all diesen 4 Ebenen, eben religiös, sozial, wirtschaftlich und politisch. Und vielleicht fragst du dich politisch, Gott als König, das ist das, wo es im Königreich Gottes darum geht. Man kann sagen, Israel hat Gottes Wahrheit nicht einfach nur den Völkern verkünden, sondern es ist darum gegangen, dass es sie verkörpert. Genauso wie es wir heute verkörpern sollen. Israel hat nicht nur eine Botschaft für die Welt gehabt, Israel ist die Botschaft gewesen. Genauso wie Jesus nicht einfach nur eine gute Nachricht gebracht hat, sondern eine gute Nachricht war für uns. Er hat es verkörpert. Es ist persönlich. Und ich glaube, es ist mega wichtig, dass man das versteht, in diesem grossen Bogen hinein. Und dass man das Alte Testament nicht einfach als ein Regelwerk anschaut, als ein Buch voller Gesetze. Es ist die Geschichte, die Gott mit seinem Volk schreibt, mit uns Menschen. Der Plan, der sich anfängt immer mehr offenbaren, wo Gott hat mit uns. Zum Schluss noch 2, 3 Punkte, vielleicht für dich ganz persönlich, die wir aus dem Ganzen herausnehmen können. Gott hat sich vorgestellt als Jahwe. Ich bin, der ich bin. Ich bin da. Gott ist ein Gott, der da ist und er möchte dir nahe sein. Das gilt heute noch. Und wir verstehen vielleicht nicht immer alle Wege, wo Gott mit uns geht. Auch das Volk hat es nicht verstanden. Aber er ist da. Er ist treu. Sogar dort, wo du mal von ihm davongelaufen bist. Wir sehen auch, wie oft dass wir uns Menschen gerade schwer tun, damit in die Freiheit hineinzulaufen, die Gott für uns parat hält. Wir sind so oft unstetig, so oft vergessen wir, was Gott schon alles für uns tun hat und laufen wieder in eine andere Richtung, versuchen es irgendwo wieder selber. Versuchen so schnell aufzugeben. Aber Gott hat einen Plan mit dir. Er ist treu in dem. Er wirft den nicht wieder weg. Und vielleicht gibt es Punkte, wo du genau weißt, dass du zur Freiheit berufen bist. Und es dich aber immer wieder zurückzieht in etwas Altes rein. Wo du weißt, dass eigentlich etwas vielleicht Gott gehört, aber du irgendwo einfach nicht recht kannst loslassen. Und vielleicht ist heute Morgen der Moment, zu Gott gehen mit dem. Und sagen, hey, ich will nicht mehr selber versuchen. Ich vertraue mich dir an. Lehre mich, in dieser Freiheit zu leben. Auch gerade dort, wo es mir schwerfällt. Wir haben ein Gebetsteam, das es liebt, mit dir für das zu beten. Das Dritte ist, Gott wünscht sich ein Volk, durch das er sichtbar werden kann. Durch das er sich dieser Welt vorstellen kann. Wo das demonstriert, wer der Gott ist. Und das ist heute die Kirche. Er wünscht sich eine Gemeinschaft, die so lebt, wie es von Anfang an der Plan war.
Bist du bereit, dich ein Teil von dem zu machen? Dich darauf zu einlassen, auf die Gemeinschaft. Vielleicht im Gottesdienst, vielleicht in den Groups, vielleicht irgendwo, wo es ums Mithelfen geht. Vielleicht da neu, wo es dich etwas kostet. Was Zeit kostet, was Energie kostet, was etwas anderes vielleicht musst du darauf verzichten. Zum Teil sein von dem Plan, wie dich Gott berufen hat. Ich möchte beten. Bitte euch zum Aufstehen. Jesus, ich danke dir für die Geschichte, die du mit dem Volk Israel geschrieben hast, für die Herausführung aus dieser Gefangenschaft. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der heute noch Menschen aus Gefangenschaften, aus Bundenheiten herausführen möchte, möchte in eine Freiheit hineinführen. Und dass du ein Gott bist, der es gut meint mit uns, der uns nicht einfach Gesetze aufdrückt, sondern uns möchte lehren, was es heisst, in dieser Freiheit und mit dir zusammen leben. Jesus, und ich bitte wirklich für all diese Situationen, wo wir spüren, dass die Freiheit eigentlich da wäre und wo es uns immer wieder zurückzieht in die alten Muster hinein, die uns vielleicht noch so vertraut sind. Ich bitte dich dort um Kraft, um durchbrechen. Heiliger Geist, ich bitte dich auch, dass du einfach durch die Reihe gehst und dort Sachen aufzeigst, was dran ist. Und ich danke dir, Gott, dass du ein Gott bist, der einfach treu ist. Dass auch dort, wo wir versagt haben, wo wir das Gefühl haben, jetzt ist too much, dass es bei dir noch nicht too much ist, dass du uns noch mal eine Chance gibst. Dass du ein guter Gott bist. Einer, der befreit, einer, der treu seinen Weg mit uns geht, mit jedem Einzelnen. Amen.